Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Gothic 2 auf Pelzig. So. Dann müssen wir zu Arkils Hof. Und von dort aus schön in die Wildnis. Das ist eine Wildnis, die wir bisher noch nicht erkundet haben. Das heißt, du wirst jede Menge Viehzeugs geben, die wir noch nicht erledigt haben. Aber das macht nichts, weil dadurch kommen wir auf jeden Fall auch an Erfahrungspunkte wieder dran. So, mein lieber Zuris, es wird Zeit. Ich habe nicht mehr so viel übrig, deswegen bleibt mir nichts anderes übrig, als dein Kruscht noch zu kaufen. So. Das ist doch kein Geheimnis mehr. Gut, des Weiteren, ich will gerade mal gucken, was der an Zauber hat. Golem erwecken kann unglaublich nützlich sein mittlerweile, denke ich. Wenn der kleine Goblin schon zu so viel Aufregung, für so viel Aufregung gesorgt hat, denke ich doch, dass ich ein paar Dinger verkaufen könnte. Feuerpfeil ist zum Beispiel Quatsch, das kann ich vergessen, genauso wie Lurker, Verwandlung Wag, lassen wir erst einmal. Aber Wolf, Rufen, Feldräuber, Verwandlung ist Quatsch eigentlich. Fell eines schwarzen Trolls behalten wir noch einmal. Die Crawler-Patte, lassen wir mal sein. Wolfsfell. Ja, bei Bossbar wird man natürlich für das schwarze Trollfell auch einen ordentlichen Preis kriegen. Aber dann können wir es leider nicht verkaufen. So. Also nicht zum Marktpreis. So. Dann Goldbrocken. Ganze Quatsch können wir mal echt verkaufen. So, Kiffers brauchen wir auch nicht. Ehrlich, ich hab's selbst erlebt. Und silberne Ringe, ja, komm, lass mal gut sein. Skelett erschaffen kann nützlich sein. Der Golem holen wir uns auf jeden Fall auch nochmal. Windfaust ist eigentlich Schaden maximal 200. Mana-Kosten maximal 80. Ja doch, tatsächlich 80. Ja, das lassen wir mal gut sein. Amulett der Erleuchtung, Lebensenergie und Mana-Bonus, Trank der Geschwindigkeit. Ja gut, dann ist das halt so. Aber es muss so sein, dass ich den Golem-Rufen einfach mal hole. Das kann tierisch aus der Patsche helfen, falls wir tatsächlich nochmal in diese Bredouille geraten sollten mit den vielen Suchender. Das kann schon dann recht nützlich sein, wenn man so Zeug parat hat. Aber ich denke, es ist auch Süffelzeit mal wieder. Und da Süffelzeit ist und wir sowieso zwei haben, einer von den Suchenden hat uns gnädigerweise einer von seinen Tränke überlassen. Deswegen können wir jetzt auch ein bisschen rumflitzen. Und ich sollte trotzdem die Aare offen halten. Ja, genau. Dass ich so im Affenkopf nicht in die Hände renne. So. Sorry, ansonsten würde ich den jo gern platt machen. Aber ich habe derzeit einen Süffeltrank genommen und ich will doch nicht, dass die Zeit davor abgeht. Ah, da ist auch noch so ein Scheißkerl. Scheiße, da müssen wir sowieso jetzt lang. Okay, du wolltest nicht anders. Dich kriege ich doch wenigstens relativ leicht platt. Weil der hier in der Ecke gefangen ist, geht es hier ohne weitere Probleme. So, und wenn ich meinen Tanz aufführe, störe ich die sowieso am meisten. Und je näher man ist beim Feuerball, desto geringer ist auch die Chance, dass das Ding trifft. Warum auch immer. Ich kann die Logik nur nachvollziehen. Aber je weiter man weg ist, desto eher ist die Chance, dass der Feuerball ihn trifft und verletzt. So, wahrscheinlich, weil man so sehr abgelenkt ist, wenn einer vor einem rumkaspert. So. Jetzt stirb doch endlich, du blöder Penner. Komm schon. So. Gut, ein kleiner Trank hat er noch bei sich gehabt. Ja, die Suchende können doch schon ziemlich lästig sein. Okay, jetzt haben wir uns aber bei Zuris oder Zulis oder wie er heißt, haben wir uns jetzt auch noch mal ein bisschen eingedeckt. Hier sind wir nie weitergegangen als bis zu den Bandite. Das heißt, hier wartet eigentlich noch relativ unberührt die Natur auf uns. So, wir sollten zwischendurch immer mal wieder gucken, ob wir da überhaupt richtig sind. Da sind noch ein paar Drannies. Jetzt bist du dran. Dann kümmern wir da mal uns erstmal um die Drannies. Oder? Seid ihr Drannies? Bandit.
Hey, du Landstreicher, du bist doch nicht etwa wegen dem Schaf gekommen, oder? Schaf? Was für ein Schaf? So ist richtig. Und jetzt verschwinde, hier gibt's nichts für dich. Okay. Ja gut, dann sind es halt Kädranis. Hätte ja sein können. Sind aber Bandite. Der Text weist sie als Bandit aus. So. Die haben sich doch in der Höhle niedergelassen, wo die Räuber von Hakon waren. Also die Hakon ausgeraubt haben. Zum Leuchtturm zur Taverne. Okay, dann muss ich nochmal einen ganz kurzen Zwischenstopp hier einlegen. Und muss mal auf Nefarios Karte glotzen. Ja, wir müssen den Weg weiternehmen. Okay, der führt uns in die Wildnis. Und der führt uns zu irgendwelche... Ups, Skelette. Oh. Okay. Aber die Skelette machen immer noch ordentlich Schaden, muss ich gestehen. So, jetzt nachdem die Biester weg sind, kann ich mich auch um dich kümmern. Standesgemäß, Herr Skelett. Na, komm her. Komm schon. Und theoretisch haben die genau dasselbe Kampfmuster wie ein Mensch. Nur, dass die Biester untot sind und hartnäckig. Ich glaube, ich habe auch hier das Muster gefunden, wie ich einer mit 2-Handschwert am leichtesten knacken kann. So. Hey. Jetzt hört's aber auf. So, geht doch. Puh, man bedenke, die bringen genauso viel wie ein Suchender, die Kerle. Okay, rostiger 2-Händer. Dann einfach weiter die Strohs und ich glaube dann bei der nächsten Gabelung... Oh, hoppla. Bei der nächsten Gabelung dann, rechts rum, glaube ich, oder? So halbwegs rechts, genau. Bei der nächsten Gabelung dann rechts. Ah, das gibt's doch gar nicht. Das gibt's doch alles gar nicht. Wo kommen dann die Typen her? Der Meister will deinen Kopf. Bla bla bla. Gott sei Dank hat er mich wenigstens etwas besser gemacht. Und ein paar Mal habe ich ihn auch schon auf die Fresse gegeben, insofern. Irgendwelche Schweine werden, glaube ich, noch auf mich aufmerksam. Na toll. Super. Flucht, Flucht. Okay, so, dann verstecke ich mich erstmal hier. Okay. Der dämliche... Oh nein! Nicht schon wieder! Lass mich doch in Friede, du blödi Wutz! Oh, Alter! Pff, jetzt wird sich erstmal so ein Ding hier reingeknuspert und dann kümmere ich mich noch um den blöde Suchende. Alter Falter! Oh, das war jetzt aber echt Rettung in letzter Sekunde nochmal. Einer mehr und das wäre es gewesen. So, der Suchende hat mich wenigstens nicht besessen gemacht. Also, immerhin so viel. Das heißt, der Suchende noch irgendwo? Natürlich, der hat sich auch verpisst. Oh, Alter. Ist das ein übler Scheiß hier, der Weg. Okay, wir sollten die Armbrust geladen haben. Man weiß nie, was kommt. Deswegen habe ich jetzt erstmal die Armbrust parat, um Gegner in der Ferne auszumachen. So. Du ist noch ein Wag, dann müssten du auch Orks dabei sein. So. Da waren noch Mole-Rats. Feldräuber sind ja auch noch. Gut. Wo auch immer der Suchende hier verschwunden ist, der mich kriegen wollte. Ich werde es wahrscheinlich nie rausfinden, wo der Typ hier ist. Na egal. Schade um die 300 Erfahrungspunkte, die der gibt. War aber blöd, dass mich dann das Schwein noch angegriffen hat. Okay. Feldräuber brauchen 2 erfolgreiche Treffer. Na? So, geht doch. Okay, ich sollte hin und wieder einmal mit der Armbrust hantieren. Wie mir auch schon ein paar Mal empfohlen wurde.
Aber sobald die Biester näher kommen, sollte ich dann wirklich auch mein Schwert ziehen. Sind wir noch richtig hier? Aber wie gesagt, so ein Suchende Mitte in der Pampa, das war schon ziemlich heftig jetzt gerade. Okay, hier irgendwo muss es sein. Hier muss ein Steinkreis sein. Ist ja irgendwas, was wie ein Steinkreis aussieht, verdächtig und so. Irgendeine Art Naturheiligtum oder sonst was. Nee, nur ein paar Blutflieger. Alle hopp. Naja. Schattenläufer! Und ich hab nicht gespeichert! Oh Gott. Schnell weg. Ja, ja, schrei du ruhig. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Grundgütiger. Nein! Was ist denn das für ein krankes Spiel hier in der Wildnis? Nein, Schattenläufer! Oh Gott. Lass mich bloß in Friede, Schattenläufer. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt kommen die ganze Biester hier. Creatures United. Ja, das Sekret zeigt keine Wirkung mehr, so ein Scheiß. Ja, das ist hier definitiv Creatures United. Das ist echt übel, Alter. Ja, das bringt uns jetzt auch herzlich, wenn ich dann immer so Ding. Reine Lebensenergie, vollständige Regeneration. Ja, das ist ja mal geil. Cool. Ah, du ist auch der Steinkreis jetzt. Puh, Schwein gehabt. Okay, gut. Das ist der Steinkreis, nach dem ich gesucht habe. Oh, ja, man hat ja so heilige Plätze irgendwo in der Pampa. Das kennt man ja. Das ist ja bei uns auch nicht anders, ne? Heutzutage. Ich weiß nicht, ob irgendwelche Leute überhaupt noch irgendwas heilig ist in... Ah, Grundstöckel, cool. Ob irgendwelche Leute wirklich tatsächlich noch irgendwas im wahrsten Sinne des Wortes heilig ist. Oder, ja, früher war das einfacher. Da war einfach viel mehr Religion im Alltag. Selbstverständlich ist es auch besser, dass man das heutzutage nicht hin. Weil, so dann auch natürlich Fortschritt und Aufklärung auch die Leute erreichen kann. Nichtsdestotrotz, ich freue mich, ob Leute irgendwas noch heilig ist. Ist euch noch irgendwas heilig? Wir sind zum Beispiel durchaus natürliche Orte und so sind wir durchaus noch heilig, muss ich sagen. Weil das ist was wir auch noch gebrauchen können in unserer heutigen Zeit. Wenn die Natur kaputt geht, war es das halt. Ich will jetzt hier kein großer Greenpeace oder sonst irgendwelche Öko-Sache oder gar, wie hießen sie, PETA-Organisation. Oh, die kann ich überhaupt nicht ausstehen. Ich möchte hier nicht erst auf so Sachen rumreiten oder gar irgendwelche Aufrufe starten. Aber nichtsdestotrotz, ohne Natur geht's halt nicht. Und deswegen, mir ist durchaus Natur noch heilig. Oh nein! Gibt's dann das? Wo kommen dann die ganzen Scheißviecher her? Ist dann irgendwo ein Loch, wo es hieß nur für Scheißviecher? Ah, leckt mich doch am Berzel. Leckt mich doch am Berzel. Was soll dann die Mickey Maus Scheiße hier? Ach, ja, so viel zu heilige Sache und so. Noch so eine Schimpftierrate. Aber nee, wie gesagt, mir sind durchaus ist durchaus die Natur noch heilig. Wenn ich sowas dann zum Beispiel sehe, so Bilder von Irland oder so, oder von Neuseeland, irgendwo, wo die Natur halt wirklich noch unberührt ist, da geht mir das Herz auf. Das finde ich so wunderschön, sowas. Deswegen, mir ist sowas durchaus heilig, aber nicht so, dass ich hier Bulle und Rituale machen würde und die Natur als Gottheit oder was verehren würde. Aber in einer ehrfürchtigen Art ist mir die Natur durchaus heilig. Wie sieht's bei euch aus? Habt ihr auch sowas? Oder etwas, was ihr tatsächlich sagt, okay, dass ihr tatsächlich erst sagt, okay, mir ist die Kirche tatsächlich heilig, beziehungsweise mir ist meine Religion heilig und ich bin sehr stark religiös und auf meine Religion angewiesen. Würde mich auch mal interessieren, weil ich höre das eigentlich eher weniger, dass das der Fall ist bei Leuten heutzutage. Gerade bei jungen Leuten höre ich das eigentlich eher seltener. Und wenn das Leute sind, die sagen, ihnen ist was heilig oder ihnen ist die Religion und die Kirche und sonst was heilig, sind das meistens sehr bedenkliche Leute, um das mal recht höflich auszudrücken. So. Oh, der Kasper kommt an, er hat arg gegammelt. Okay. Steinwächter for the win. Na, nochmal drücke. Nicht? Okay, irgendein Schalter muss aber noch gedrückt werden, den ich offensichtlich vergessen habe. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon.
Schalter, Schalter. Alter Falter. Da ist er doch. So. Boah, ihre Musik kriege ich jedes Mal in Gänsehaut. Glücklicherweise machen die Biester nicht viel Schade, weil ganz am Anfang hätten die mich in Grund und Boden geprügelt. Da hätte ich ewig und 3 Tage gebraucht, bis ich gegen so Biest überhaupt bestehen könnte. So. Ornament. Das war's. Dann hätten wir alle. Dann wären das alle Ornamente. Und wir können zu der Wassermagier zurückkehren. So. Oh, da ist noch Snapperkraut. Sehr schön. Grundstöckel und Snapperkraut. Das war's doch irgendwie doch wert. So. Kommt schon der Wutz-A gerannt. Kommt schon die Zwettwutz-A gerannt. Die 100 Erfahrungspunkte von den 2 Wutze nämlich auch liebend gern mit. Und dann gehen wir jetzt zum Großbauer erst einmal. So. Wo ist dann? Teleport zum Großbauer. Sehr schön. So würde ich nämlich gern rein. Und dann können wir die Rune abschaffen. Zack, zack. Und dann können wir nämlich noch eine Runde Bete gehen. Und können uns vielleicht noch einen Attributspunkt besorgen. So. Und dann geht's wieder ab zu der Magier, zu der Wassermagier. So. Ach, das sind noch ein paar von den Arschgeiger. Okay, zumindest Annie steht da. So. Wehe, du hast den Schrein versaut. Das war bisher mein Lieblingsschrein. Au. Der tut doch weh. So. Weil wie gesagt, das war eigentlich so mein Lieblingsschrein, der am ergiebigsten war. Und den hätte ich gern besudelt. Ansonsten sollten wir vielleicht einmal mit dem Magier schwätzen, wenn wir jetzt eh wieder in die Richtung marschieren. Dass wir uns darum kümmern, dass diese Schreine von Inners wieder geweiht werden. So. Wieder erleiht. So. Jetzt geht's auf der Washing, du mieser Ekeltyp. So. Auf die Rivenas. Alle hopp. Gut. Ich mag die lieber, wenn die normale Heiltrank bei sich haben. So, bitte sei nicht entweiht. Bitte, bitte, bitte. Mit ganz viel Zucker aber drauf. Scheiße. Verfluchte Suchende. Okay, dann kümmern wir uns mal ums Kloster. Eventuell haben die Klotzköpfe do für uns noch irgendeine Ich kann das kaum Sache. glauben. Bist du jetzt wirklich ein Paladin? Ah, ja. Offensichtlich. Wenn jemand wie du bei den Paladinen mitmacht, dann können sich die Schergen Biljas warm anziehen. Wenn du mit dem Schläfer fertig geworden bist, sind die paar Orks ja wohl kein Problem. Es geht nicht nur um die Orks. Genau. Ich weiß, aber es ist trotzdem gut, dass du auf unserer Seite stehst. So sieht's aus. Schon gut. Was machst du hier im Kloster? Lass mich raten. Du willst dich in der Kunst der Magie unterweisen lassen. Mal sehen. Wusste ich's doch. Sprich am besten mit Marduk. Er ist für euch Paladine zuständig. Du findest ihn vor der Kapelle. Aha, hat der Typ eventuell auch noch was für uns parat. Ja, eigentlich wollte ich nur noch eine Quest aufs Geratewohl gucken. Aber wenn ich hier tatsächlich noch Zauber lernen kann, ist natürlich noch cooler. So. Eigentlich wollte ich mal mit einer heilige Klotzköpfe hier nochmal sprechen. Mich brauchst du das nicht zu fragen. So, Pyroka. Naja, von dem kann ich mich nur segnen lassen. Ekeltyp. Hast du mir noch etwas zu sagen? Entferne dich. Ja, leck mich. Okay, dann du. Eine Sache. Ah, wusste es doch. Einige der von Innos geweihten Wegschreine sind vom Feind geschändet worden. Ja. Sie haben ihre magische Weihe verloren. Verstehe. Und nun? Es ist an dir, diese Schreine wieder zu reinigen, um die Situation nicht eskalieren zu lassen. Machen wir das so? Nimm dieses geweihte Wasser und träufle es auf den Sockel des Schreins. Mit den heiligen Worten der Reinigung wird der Schrein seine alte Macht wieder zurückerlangen. Jo. Ich habe hier eine Karte für dich. Darauf sind die Schreine,
die wir aufgestellt haben, eingezeichnet. Merci. Geh nun hin und verrichte deine Aufgaben. Jo, und der Herr lächelte fein. Okay. Ja, dass der sich nicht mehr bewegen kann, ist klar. Der klingt so verkalkt, als könnte er keinen Schritt mehr gehen. Aber jetzt, ich wusste doch, dass ich die Quest krieg. Ulta gab mir den Auftrag, alle vom Feind geschändeten Schreine mit seinem geweihten Wasser zu reinigen. Gut. Willkommen, mein Sohn. Servus. Seit wann bist du Mitglied der Paladine? Hier. Noch nicht lange. Dann heiße ich dich willkommen. In diesem Kampf brauchen wir jeden Mann, der den Mut hat, sich dem Bösen entgegenzustellen. In den Händen von Männern wie dir liegt das Schicksal von uns allen. Möge Innos dir immer den nötigen Mut spenden. Gut, so. Was kannst du mir beibringen? Deine Kampffertigkeiten kann ich dich natürlich nicht lehren. Wohl aber ist es mir möglich, dir das Wesen Innos und seiner Gaben näher zu bringen. Außerdem ist es meine Aufgabe, dich auf die Schwertweihe vorzubereiten. Okay. Und die Magie? Hier lehren wir nur unsere Magie. Die Magie der Paladine wirst du in der Stadt lernen müssen. Ach so, schade. Okay, aber dann ist doch was Interessantes. Was ist die Schwertweihe? Die Schwertweihe ist eins der heiligsten Rituale der Paladine. Während dieser Zeremonie fließt Innos heilige Kraft durch die Schwertklinge des Paladins und gibt dem Schwert dadurch ungeahnte Kräfte. Genau. So ein geweihtes Schwert ist der wertvollste Besitz eines Paladins und wird ihn sein ganzes Leben lang begleiten. Und dafür haben wir die rohe Erzklinge gebraucht. So. Was meinst du damit? Als Innos unsere Welt verlassen musste, ließ er den Menschen einen Teil seiner göttlichen Macht. Es ist nur wenigen von uns Menschen erlaubt, sich seiner Kraft zu bedienen und in Innos Namen für Gerechtigkeit zu sorgen. Und was willst du mir näher bringen? Ich kann dich auf den richtigen Weg bringen, Innos Wesen zu erkennen und ihm zu folgen. Okay, später vielleicht. Vielleicht später. Du bist mir jederzeit herzlich willkommen. Gut. Gibt doch nur noch mehr Ärger. So, kann ich das machen? Ich will mein Schwert weihen. Wenn du dich zu diesem Schritt entschlossen hast, Sind doch alles nur brauchst du zuerst eine Erzklinge. Habe ich. Mit dieser solltest du dich dann zum Gebet in die Kapelle zurückziehen. Während des Gebets etwas ändern. und nach einer angemessenen Spende an unseren Herrn Ja, Innos ja. sollst du Innos um seine Gnade und Führung im Kampf gegen das Böse bitten. Wenn Innos dir wohlgesonnen ist, wird dein Schwert von dem Moment an unserem Herrn geweiht sein. Gut. Die Spende? Was für eine Spende? Nun, angesichts der Gnade, die dir zuteil wird, ist eine Summe von 5000 Goldstücken mehr als angemessen. Es ist dir natürlich freigestellt, mehr zu geben. Ja, genau. Alles klar, 5000. Ja, das hätte ich mal lieber gespart. Scheiße. Na gut. Der ist nicht vergrützt, ne? Alles klar. Schwertwein 5000 Gold, genau. Okay, gut. Als Paladin darf ich jetzt, oder als Ritter darf ich jetzt offensichtlich dort rein. Ohne dass der rummeckert von mir, Hier raus, das ist nur was für die heilige Oberkaspar. so, dann hier wieder zu. Dann können wir jetzt mit die Schreine abklappern, die entweiht wurden. Oh, es laggt mal wieder wie Sau. Das ist echt merkwürdig. Das war aber bei mir damals, ach so, ich meine, da habe ich natürlich einen völlig anderen Computer gehabt, als den ich jetzt habe. Aber beim Kloster, hier läuft es wieder flüssig. Beim Kloster scheint es echt prädestiniert zu sein, rumzulaggen. Das ist sehr merkwürdig. Genau, das war mal ein produktiver Kommentator dazu. Okay, dann können wir noch zu dem anderen Meister Overhansel und können mit dem nochmal eine Runde schwätzen. Eventuell hat der auch noch was für uns parat. Hey, An Gegenstände. So. Zeppelin Ware, Heilpflanze, Feuernessel. Hätte ja muss sein können, dass es Kronstöckel ist, aber nö, natürlich nicht. Besonders tolle Zauber hat er jetzt leider auch nicht parat, wenn ich mir das so anguck. Nö. Du bist scheiße. Halt die Gosch, möge Innos. Du bist scheiße. Und dann
Ich glaube, ich kann sogar noch mit dem Tavernebesitzer schwätzen für Rune. Oder ich kann sie bei ihnen kaufen. Ich weiß es nicht mehr genau. Sollte ich vielleicht auch noch in Angriff nehmen. Ich bin jetzt überhaupt erst vom Kloster hier per Fuß gereist, weil ich glaube, dass der Schrein hier vergrützt ist. Deswegen. So. Ah, der ist nicht vergrützt. Okay. Ja, komm her. Aber das ist so ein Innos knausert für dein Gebet Schrein. Deswegen ist das für mich relativ uninteressant. Was ich viel verstörender finde, ist, dass der Schrein bei Onas Hof geschändet wird. Der hat man nämlich ziemlich viel gegeben. Jedes Mal. Okay, Orly. Wie schaut's aus? Ware. Hast du schon mal einen Teleporterstein benutzt? Bist du wahnsinnig? Solange mir kein Wassermagier sagt, dass sie ungefährlich sind, werde ich mich ihnen keine 10 Fuß nähern. Sie haben mich damit beauftragt, einen dieser Teleportersteine zu verstecken. Und das ist auch schon alles, was ich damit zu tun haben will. Okay. Wo ist dieser Teleporterstein? Im Süden, nicht weit von meiner Taverne entfernt, ist eine Höhle. In der Da haben Höhle. die Wassermagier einen dieser Dinger gefunden. Kann ich diesen Teleporterstein mal sehen? Orlan hat einen Teleportstein in einer Höhle. Südwest ist eine Höhle, ist eine Taverne Von eingeschlossen. mir aus. Hier hast du den Schlüssel. Gut, merci. Klar. Dann können wir uns doch die Ware... Genau, ich hab's doch gewusst. Teleport zur Taverne. Das kostet uns 500 Gold. Tja, irgendeinen Scheiß müssen wir uns halt dafür verkaufen noch. Für 500 Gold. Ist ja... Tja, dumm gelaufen, ne? Dann machen wir hier auf 10 runter. Hier auf... Ja, mal auf 8. Ich werde mich da nicht anmischen. Zange brauche ich eine Annie. Ja, da gehen wir erstmal ein bisschen runter. Aquamarin verticken wir Amor Enna, weil er so toll ist. Das schwarze Trollfell garantiert nicht. Kohle können wir vielleicht auch noch mal einer verkloppen. So eine Feldräuberzange braucht kein Mensch. Alte Steintafel möchte ich behalten. Das war keine große Sache. Eisenhaut können wir auch verkaufen. Tja. Du können wir, ja komm, den Kampfstab können wir theoretisch auch verkaufen, ist auch uninteressant. Rostiger Zweihänder, das Gedöns. Und dann können wir endlich, so, hier die Teleportrune auch noch kaufen. Perfekt. Aber ich will jetzt erstmal wieder zu Onas Schrein. Und dann schauen wir mal. Großbauer 5 und hua. Damit man bloß keinen Weg mehr zu Fuß gehen muss. Irgendwann gibt es die Rune für 2 Meter geradeaus. Teleportrune für 2 Meter geradeaus. Das ist natürlich auch eine coole Art, sich sofort zu bewegen. Aber dafür wäre mal, glaube ich, mein Mana zu schade. Jedes Mal 5 Mana auszugeben für 2 Meter vorwärts bewegen. Wie viel Uhr haben wir es dann gerade? 14:51 Uhr. Heidewitzka, die Zeit. So. Ich glaube aber, wir kriegen leider keinen Segen oder Spende, wenn wir Innos Schreine wieder sauber machen. Deswegen erstmal gucken. Jo, Schrein reinigen. Innos, gewähre mir deine Hilfe und reinige diesen Schrein. Gut. 6 übrig. Dann würde ich aber ganz gerne ein bisschen böten und ein bisschen Gold spenden. Oh, das war aber nicht so dolle. Naja, wir haben leider keine 100 Goldstücke mehr parat. Deswegen hat der gute Herr Innos mir auch nur einen Lebenspunkt geschenkt. Naja, besser als nix. Besser als nix. Zu verkaufen haben wir derzeit auch leider nicht wirklich was. Das macht das Ganze schon etwas schwieriger. Naja, wie dem auch sei. Wir können jetzt auch noch mal zur Taverne. Oder auch nicht. Da wir nicht genug Mana haben. Gar nicht schlecht. So, du haben wir's doch. So, allmählich wird es nämlich teuer mit dem ganzen Gedöns. Also es wird sich auch definitiv lohnen, in Mana zu skillen ab einem gewissen Zeitpunkt hoch. Hier gackert auch irgendwas. So, komm her, du Sau. So, und bei der Paladin-Klinge ist es natürlich auch so, sobald das Ding geweiht ist, dann gehe ich mal lieber aus dem Weg. So.
bei der Paladin-Klinge ist es halt, sobald die Dinger geweiht sind, sind die ach sacken viel wert, die Teiler. Das heißt, die sind dann wirklich ordentlich was wert, die Dinger. Und sind dementsprechend auch besonders stark. Das heißt, nur weil das Ding 5000 Goldmünze kostet und der Rohling 2000 Goldmünze, wo man dann sozusagen 7000 Goldmünze nur für eine Klinge ausgibt, muss ich sagen, das lohnt sich. Es lohnt sich 100%ig, weil, das lohnt sich übrigens auch, Endschuss mit der Armbrust einfach nur und die Biester sind tot. Also das ist auch ziemlich praktisch. Wie dem auch sei, die Klinge lohnt sich, weil sie wesentlich weniger Stärke braucht und noch zusätzlich ein bisschen mehr Schade macht. Derzeit ist es, glaube ich, genau 120, 120. Und sobald es mal wirklich ausbaldowert ist, sehen wir dann, dass es, glaube ich, 150 oder was an Schade macht und braucht dann, glaube ich, nur 80 Stärke oder so. Irgendwas in der Art wird es sein. Auf jeden Fall ziemlich cool. So, dann machen wir jetzt erstmal den Flitzemann. Oh, Mist. Jetzt habe ich schon eigentlich verpasst, meinen Cut zu setzen. Jetzt habe ich viel zu voreilig den Trank getrunken und habe jetzt erst auf die Uhr geguckt, weil ich will eigentlich noch diese ganze Innerschreine durchaus reinigen. Zumindest die wir hier auf dem Weg mit dabei haben. Da müssen wir aber fast bis zum Sonnekreis wieder vor. So. Oh, der ist nicht vergrützt. Okay, dann nicht. So. Aber der andere war's. So. Dann war noch einer bei Lobatshof, der kaputt war. Also ich mache das jetzt so lange noch, bis die Trankwirkung nachlässt. Weil dummerweise mache ich ja nicht direkt im Anschluss weiter, sondern ich gehe dann jedes Mal raus aus dem Spiel und starte es wieder neu. Weil ich die Aufnahme anders nicht beende und starten kann. So. Gewähre mir deine Hilfe und reinige diesen Schrein. Deswegen wird mir sonst der Trank verloren gehen. 5 übrig. Und so ein Geschwindigkeitstrank, vor allem wenn es mein letzter ist, würde ich ungern verschwenden. So, dann müssen wir sowieso hier noch ein bisschen den Weg entlang. Am Herumtreiber vorbei. Ey, irgend so ein Lurker schnurrt mich wieder an. Hier war, glaube ich, auch so ein Suchender mal gestanden. Egal. Hier in der Nähe müsste dann auch wieder was sein. Auf jeden Fall immer die Schreine noch. Die sollten hier auch in der Wildnis gesäubert sein. Weil wenn irgendein Gläubiger hier unterwegs ist, sollte definitiv auch der Schrein nicht verseucht sein, dass die nicht besessen sind von irgendeiner Macht Belias. Södele. Huch. Bist du spontan hier entstanden oder was? So. Naja, jetzt ist er tot. Okay, da hinten war, glaube ich, auch noch ein Schrein. Joink. Jo, dich rein, ich mach. Gewähre mir deine Hilfe und reinige diesen Schrein. Genau, das ist gerade so kracht. Dann geht's so wieder zur Ausgrabung. Aber uno momento, por favor. Ich muss gerade mal nochmal auf die heilige Schreinekarte gucken. Ja, ganz over ist natürlich nochmal einer. Das war ja logisch. Das ist da, wo die Minecrawler-Höhle war. Och du Scheiße, bin ich eben zusammengezuckt. Was ist ein Schrei? Ja, bei der Minecrawler-Höhle am See ist das. Genau. Das sollten wir auf jeden Fall nochmal hier. Und dann können wir zur Wassermagier-Ausgrabung auch wieder zurückgehen und können dann ihr Ornament bringen. Dann sind wir nämlich so weit, dass wir ins Add-on-Gebiet endlich können. Aber vorher gehen wir nochmal da lang. Ja, und was auch das angeht, was wir derzeit haben, diese Erzwaffe, das ist ja nichts anderes als eine Erzlegierung. Oh, stimmt, an dem sind wir das erste Mal hier vorbeikommen. Der war viel zu tödlich für uns. Na, bist du ein tödlicher Lurker? Ja, bist du ein tödlicher Lurker. So, jetzt bist du ein toter Lurker. Ein feiner. So, dann können wir hier den Schrein noch reinigen. Dann müsste hier irgendwo stehen. Genau. So. Sehr schön. Wusste ich doch, dass der vergüllt ist. Gewähre mir deine Hilfe und reinige diesen Schrein. Dass es gerade so kracht und jeder in die Hose kackt. So, perfekt. Dann hätten wir alle Schreine im Norden durch. Dann fehlt, glaube ich, nur noch einer bei Lobatshof, den weiß ich sicher. Der bei Onershof, der wurde gereinigt. Der beim Kloster war nicht hinüber.
Und der Rest müssen wir einfach mal so abklappern. Ich glaube, in der Wildnis, wo wir bei dem anderen Stellkreis waren, dürfte eigentlich auch noch vergüllt sein. Also da müssen wir auf jeden Fall auch noch hingehen. Naja, wir klappern auf jeden Fall ein paar von den Dinger noch ab. Aber das soll jetzt erstmal nicht das Problem vom Yankee von Hyde sein, sondern das ist eine Sache, warum sich der Yankee von, was weiß ich, irgendwann übermorgen oder was der Kopf zerbrechen muss. Weil wir gehen jetzt erstmal ins Add-on-Gebiet rein. Das halte ich jetzt erstmal für wesentlich wichtiger, damit wir auch da mal wirklich zeigen können, was kann das Add-on alles und was bietet uns das Add-on-Gebiet. Da geht es dann Mäuerei. Moment, war dann hier nicht irgendwo? Doch, hier war der Zugang, wusste es doch. So. In Zukunft die nächste paar Teile, das wird wahrscheinlich schon über 10 Teile werden sich dann im Add-on-Gebiet abspielen. Das heißt, wir vergessen erstmal hier die Welt, wir vergessen erstmal hier die Drache, wir vergessen hier erstmal... Huch! Wo kommt denn ihr alle her? Warum entsteht ihr spontan hier, ihr Goblins? Seht ihr nicht, dass das eine Ausgrabung ist? So. Und ja, wie gesagt, wir kümmern uns erst einmal um das ganze Gebiet. Ja, wenn ich jetzt schon hier bin, komm, die paar Minuten ist jetzt auch egal, wenn ich jetzt nochmal bis zum Portal schlappel. Ja, wie gesagt, dann kann ich nämlich auch noch meinen Endmonolog halten von der Episode. Und zwar, wir haben jetzt relativ gut die Grundarbeit geleistet, was die Schreine angeht und was der Rest angeht. Das Add-on-Gebiet ist halt die Weltkarte, die uns das Add-on Die Nacht des Raben bietet. Und damit werde ich mich jetzt gründlich auseinandersetzen für die nächste paar Episoden. Und von daher, wie ich schon gesagt habe, müssen wir erstmal vergessen, dass es hier die Bedrohung durch die Drache etc. pp. Gibt, sondern wir kümmern uns erst einmal darum, was hier abläuft. Dafür sind wir auch in einem völlig neuen Gebiet. Und dann gilt es, der ehemalige Erzbaron Raven aufzuhalten. Unsere Belohnung danach wird durchaus auch ziemlich cool sein, muss ich auch dazu sagen. Aber das sehen wir danach. Das Add-on hat auf jeden Fall eine ziemlich coole Belohnung für uns, wenn wir dort durch sind. Lernpunkte haben wir auch leider nicht genug, aber wir sind jetzt hier wieder in der Portalhalle und wir haben alles bereit, um das Portal zu öffnen. Und das geschieht dann morgen bei Let's Play Gothic 2 auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen dann wieder. Iron Yankee.